Meine Damen und Herren, was haben Sie für einen Flaschenöffner daheim? So einen oder so einen oder noch was Schöneres, mit dem Sie auch nichts anfangen können? Meine Damen und Herren, wer kennt das nicht? Jeder hat so einen Klump daheim, mit dem er vielleicht Küchenschaben ermorden kann, nicht wahr? Aber keine Flasche öffnen. Sie alle kennen das, Sie alle haben schon eine trockene Nacht vor einer verschlossenen Flasche verbracht. Und warum? Weil Sie unseren original patentierten Flaschenöffner mit garantierter super Hebelwirkung nicht gekannt haben. Und jetzt schauen Sie mal genau zu, werfen Sie einen letzten Blick auf diese verschlossene Flasche Weißbier, an die ich jetzt unseren garantierten Hebelflaschenöffner ansetze. Sie legen ihn über den Verschluss, drehen einmal nach links und einmal nach rechts und drücken leicht auf den Hebel. Hoppla. Man muss ihn natürlich fest in die Hand nehmen, gell? Das ist schon mal das Erste. Also, Sie legen ihn über den Verschluss, dann so, so und plopp. Beziehungsweise, da muss ich eine Montagsproduktion erwischt haben. Das kommt selten vor, eigentlich immer nur am Dienstag. Denn unsere Geräte kommen frisch aus dem Herstellungsbetrieb und der ist nicht etwa in Hongkong oder in Korea, sondern in Hausham an der Waldnaab. Jedes einzelne Gerät wird vor der Verpackung geprüft. Unser Prüfer öffnet jeden Tag Tausende von Bierflaschen. Was glauben Sie, was der am Abend für einen Rausch beieinander hat? Herrgott, zack! Ich brauche keine mehr. Bestellt ist bestellt. Chef, die gehen nicht. Die gingen garantiert, die sind noch immer gegangen. Die rutschen ab. Gehen's nicht? Freilich gingen's. Herrgott, zacker. Kriegt er nicht auf? Nein, das ist ein Klump. Himmel, Herrschaftszeit! Chef, das ist eine Fehlproduktion. Dafür waren es billiger. Du schaust, dass du die jetzt wegbringst. Da unterschreibst du mir den Lieferschein, ich bring dir dann noch 300 Stück. Ich brauche keine mehr. Bestellt ist bestellt. Dann nimmst du mir die ab, sonst kommst du wieder dahin, wo du hergekommen bist. Meine Damen und Herren, wenn Sie erst einmal gelernt haben, diesen Öffner richtig zu handhaben, werden Sie ihn nicht mehr missen wollen. Natürlich kann nicht jeder gleich damit umgehen. Die Bude, das ist ja nicht zum Anschauen. Gib einmal her. Ey, das gibt's doch gar nicht. Weg, die Anis. Wir geben es mir mal einen Öffner. Das probiere ich jetzt auch. Muss doch gehen. Ui, jetzt hat er es aufgebracht. Ja, da schau her. Wir haben es jetzt nicht gemacht. Einfach so. Ja, sowas verrückt. Er ist mehr auf Zehenspitzen gegangen. Ja, Sie müssen in der Hüfte einknicken, die Schulter hoch, 1, 2 und hopp. Ich hab's wahnsinnig eilig. Gib mir einen. Ich werde daheim weiter trainieren. Was? Das waren dann 8 Mark, bitte. Ja. Danke. Und 2 zurück. Danke, Wiederschauen. Ich möchte auch einen. Ich nehme 5 einen Stammtisch. Was macht das? Sie geben es mir auch noch. 40. Das sind 24 Mark. Mit diesem Gerät wird das Flaschenöffnen zu einer spannenden Sache. Ich brauche 12. Was, 12? Ja, für den Verein. Das sind dann 96 Mark. So, das sind jetzt die letzten. Hast du nicht mehr? Bring nur einen Wagen voll. Nein, bring nur einen Wagen voll. Ja, das sind also 96 Mark. Ja, genau, jeder kommt dran. Nur nicht drängeln. Ja, das kriegen wir alles. Was gibt's denn da? Ja, mein Herr, das ist gar nicht leicht, wenn ich es Ihnen einmal zeigen darf. Gell? Da werden Sie lang was zum Üben haben. Gell? Also, Sie gehen so auf die Zehenspitzen, dann Sie in der Schulter einknicken. Das schafft der Depp doch nie. Und haben Sie es gesehen? Ich habe es bloß aus Versehen aufgebracht. Das ist nämlich ganz schwierig. Es war bloß ein kleines Missgeschick. Nee, bleibt's doch da. Halt mein Bier. Halt, Chef!